Was für ein Text in dem Lied. Du hast die Welt noch nicht aufgegeben. Die jetzige Zeit. Meine Enkelin hat meiner Frau ein WhatsApp geschrieben. In der Nacht letzte und gesagt, kommt jetzt ein Krieg zu uns. Ja, das bewegt, genau. Aber Christus, Jesus, hat die Welt noch nicht aufgegeben. Auch wenn wir Menschen der Gottlosigkeit oft Chaos anrichten. Wir haben 5 Predigten liegen hinter uns zum Thema. 34 Tage für die, die das Booklet gelesen haben. Auf unserer 40-Tage-Reise entfesselt Leben. Wir glauben von Herzen und erleben es auch heute noch, dass das Leben in der Nachfolge von Christus ein entfesseltes Leben sein kann. Das heisst, ein versöhntes, ein fruchtbringendes Leben im Heute, trotz aller Begrenzung, Fehlerhaftigkeit, Zerbrochenheit von unserem Leben. Immer wieder wird mir vor Augen geführt, wie fehlerhaft ich bin, wie in meinem Charakter Schwierigkeiten sind und trotzdem erfahre ich es, wie mein Leben kann ein fruchtbringendes Leben sein. Das Leben im Heute. Wir wollen kurz miteinander die bisherigen Themen anschauen und vielleicht kommt da das eine oder das andere in den Sinn. Wir haben angefangen mit frei von begangenen Fehlern, frei von der Vergangenheit, frei von hindernden Bindungen, frei mich selber zu sein und frei für meine Bestimmung. Irgendetwas ist da mit meinem Mikrofon nicht gut. Das kann man es dann nachher, wenn man noch... Ja, Wacke. Du hast doch das letzte Mal zu viel predigt. Wahrscheinlich. Und dann hast du da... Genau. Gut. Jetzt möchte ich dich fragen, was ist auf dieser bisherigen Reise bei dir hängen geblieben? Was beschäftigt dich noch? Und wo möchtest du vielleicht nachdenken und noch ein bisschen mehr dranbleiben? Für das möchten wir dich bitten, uns jetzt ein bisschen Anteil zu geben. Wir haben einen Mentimeter da, das ist so ein Teil, ihr seht es gerade, mit einem Code. Und ihr könnt das Handy nehmen und das fütteln und dann könnt ihr draufschreiben, ich möchte euch einladen, draufschreiben, was ist euch geblieben von dieser Serie? Wo sagt ihr, hey, das hat etwas mit meinem Leben zu tun und die anderen dabei können ermutigen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und die das nicht so gerne machen, die können einfach nachdenken. Ihr könnt das auch von daheim machen, selbstverständlich. Und so ein Teil, ein aktiver Teil von dem Gottesdienst sein. Wo möchtest du dranbleiben? Hat dich ein Thema besonders angesprochen? Was hat dich berührt? Was hat dich wichtig gedacht? Die ersten kommen schon. Das mit der Menschenfurcht und das mit dem mich selber sein kommt sehr oft. Ist uns aufgefallen? Ja, danke vielmals. Wir wollen dann
Jetzt während dieser Predigt könnt ihr immer noch etwas schreiben, wenn ihr wollt, und am Schluss noch mal schauen, was vielleicht auch durch die Predigt oder allgemein noch dazu gekommen ist. Heute heisst das Thema Leben im Heute. Und ich fange ja gerade an mit einem Zitat von Søren Kierkegaard. Ein Zitat, das mich sehr berührt. Heute da sein, das ist Freiheit. Heute da sein, das ist Freiheit. Wer heute lebt, mit der Seele im Gestern verharrt, im Geist schon das Morgen besorgt, der wird sich zerrissen erleben. Nicht wirklich aufmerksam für den Tag, nicht wirklich aufmerksam für den Tag und die Menschen, die da sind. Täglich zu sagen, heute, das ist Freiheit. Das ist etwas, was ich seit einem guten halben Jahr, ich weiß nicht genau wie lange, am Üben bin, am Trainieren. Leben im Heute. Damit ich das, was Gott in Tage allein kann wahrnehmen kann, dass ich den Menschen begegnen kann und nicht im Gestern leben und nicht schon im Morgen leben. Heute da sein, das ist Freiheit. Ich habe ein Gebet, das ich seit einem halben Jahr fast jeden Tag bete. Manchmal noch im Bett und manchmal mit meiner Frau zusammen, weil wir unsere Gebetszeit haben am Morgen. Und das Gebet, denke ich, hat auch den Søren inspiriert zu dem, was ich gelesen habe. Psalm 118, 24. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Morgen bete ich das. Fast jeden Morgen. Und das kann ich unterschiedlich betonen. Einmal sage ich, dies ist der Tag. Dann ist auf, das ist der Tag. Das andere Mal mehr Betonung, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Oder das andere Mal, wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wie erwartungsvoll und bereichernd kann das sein, wenn man das betet. Wenn wir es proklamieren, am Morgen, bevor wir aufstehen, bevor wir unser Tageswerk anfangen. Wenn wir so in den Tag gehen, habe ich gemerkt, wird mein Tag, ich tue ihn wertschätzen, den Tag. Ich gehe positiv trainieren. Ich gehe hoffnungsvoll trainieren und ich halte neugierig Ausschau, was der Tag wird bringen. Weil ich weiss, es ist ein Tag, den Gott geschaffen hat. Und darum weiss ich, es ist ein wertvoller Tag. Und ich weiss, dass Gott dem Tag eine Wendung geben kann. Gib mir das Herz, Hand, Mick. Was kann passieren? Es passiert meistens nur bei mir. Ich bin immer der, wo es dann eben passiert. Danke vielmals. Wenn ich mit dem Gebet eingehe, weiss ich, Gott kann mich überraschen. Zum Beispiel, indem er mich braucht, für andere Menschen sie zu ermutigen. Ich kann Ausschau nach Menschen, die mir im Zug gegenüber sitzen. Jetzt vielleicht fängt das wieder an, mit dem Gegenübersitzen. Ich halte Ausschau zum Beispiel. Ich kann erwarten, dass Gott mich überraschen kann mit anderen Menschen, die mich ermutigen, die gerade wissen, ich brauche das oder das nicht wissen, mich ermutigen. Ich weiss noch viel mehr, dass Gott sogar aus dem Tag, wenn er eigentlich könnte Mist bringen, Dünger machen kann. Manchmal sagst du vielleicht auch, das wird ein Tag zum Vergessen. Am Morgen schon, oder? Das ist auch eine Proklamation. Du schaust dich ja gerne an und sagst, das gibt eine Scheisswoche. Die kannst du abschminken. Die kannst du streichen. Da kommt nichts Gutes. Das ist auch eine Proklamation, verstehst du? Also, meine Frau und ich waren 4 Wochen in Ägypten. Und wir haben zuerst in Kairo gesehen, ich komme nachher noch darauf zurück, dann haben wir eine Nilkreuzfahrt gemacht und dann ist ein Kälteeinbruch gekommen. Oder? Das brauchst du einfach nicht in der Ferien, wenn du in die Wärme gehst. Oder? Und dann am Morgen noch sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Oder? Okay, das haben wir überwunden. Dann sind wir ins Hotel gekommen, dann sind wir beide krank geworden. Zuerst ich, heavy krank, und dann meine Frau. 10 Tage hast du streichen von der Ferien. Und jetzt, da drinnen, sagen, hey, das bringt gar nichts. Scheiß Ferien.
Aber ich sage ja meinen Gästen immer in der Ferien, es gibt ein Feriengeheimnis. Und das ist ein Herz voller Dankbarkeit. Und wir haben es trotzdem versucht, da drin das zu proklamieren. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Auch wenn wir im Nest liegen. Auch wenn wir nicht raus können. Auch wenn ich nachher meiner Frau das Essen servieren muss. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Es ist das Geheimnis, das ich seit einem guten halben Jahr trainiere. Möchte ich dazu einladen. Was hindert uns daran, im Heute zu leben? Das eine ist das Hängenbleiben im Gestern. Den Aspekt hat Elias Scher in einer Predigt schon gebracht, frei von der Vergangenheit. Ich bin ein bisschen eifersüchtig für jeden, der die Predigt halten darf. Weil sie beschäftigt mich selber sehr. Nicht in Bezug auf mich, sondern in Bezug auf viele Menschen, wo ich merke, dass sie in der Vergangenheit hängen bleiben. So, dort, wo sie die Weichen falsch gestellt haben. Dort, wo sie vielleicht sogar ihrer Meinung nach den falschen Partner geheiratet haben. Dort, wo sie einen Bruch produziert haben. Oder dort, wo andere einen Bruch produziert haben. Dort, wo sie die falsche Berufswahl gemacht haben, weiss ich was, in der Vergangenheit hängen bleiben. Und wer in der Vergangenheit hängen bleibt, kann nie wirklich echt im Heute leben und aufmerksam sein für das, was Gott parat hat. Das nächste ist das Antrieben sein oder das in Gedanken im Morgen leben. Und da möchte ich heute den Schwerpunkt drauf legen. Dazu gehören verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist Sorgen und Ängste. Jesus sagt in dieser Rede auf dem Berg, den berühmten Kapitel 5, 6 bis 7 Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, macht keine Sorgen um das, was ihr in Essen und Trinken, zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Das sind so Basic-Sorgen, die Jesus anspricht. Wo er gewusst hat, dass die Menschen in selber Zeit enorm stark darunter leiden. Basic-Sorgen. In vielen Teilen der Welt sind die Basic-Sorgen heute immer noch sehr, sehr konkret. Also meine Frau und ich sind in Ägypten gereist und zuerst 3 Nächte in Kairo gewesen, wo wir schon mal waren. Wir haben das mal ein Gebiet ein bisschen mehr angeschaut. In den nächsten Fotos sehen wir das. Das ist das Gebiet der Abfallsammler. Das ist ein Stadtteil von Ägypten, wo die Menschen dort ein Stadtteil von Kairo, wo die Menschen dort in Kairo den Abfall zusammensammeln. Und im Parterre unten, kannst du das zweite Bild bringen, bis gut. Im Parterre unten werden die Abfälle von der Stadt gelagert. Dann hat es da gesehen, man versteckt, man sieht es wahrscheinlich nicht, eine Frau, sie hat sich ein bisschen versteckt. Ich habe sie zuerst gefragt über den Fotos, wo der Abfall dann sortiert. 95% vom Abfall wird sortiert, also im Parterre unten, und im ersten, zweiten Stock lebt es. Und es stinkt zum Himmel, wortwörtlich. Auch wenn ich im Winter da war, es stinkt bestialisch. Und da wohnen 20.000 bis 30.000 Menschen da. Und wer jetzt denkt, sie wären reich, ist natürlich auf dem falschen Fuß. Weil reich werden die nachher das weiterverkaufen. Also eine bitterste Armut, Sorgen ums nackte Überleben. Auch wir in der Schweiz kennen Menschen, die Sorgen haben. Nicht so extrem, aber auch ums Überleben. Auch wie soll ich meine Rechnungen zahlen? Vor allem Alleinerziehende. Frauen, aber auch Männer. Und da habe ich mir unter einen kleinen Einschub überlegt, könnte es sein, wenn Jesus sagt, wir sollen uns nicht ängstigen, und wenn er sagt nachher noch am gleichen Ort, der Vater im Himmel wird uns schon versorgen, könnte es sein, dass Gott die Menschen will versorgen, durch die genug haben. Das ist ein Gedanke, den ich sehr stark bewege im letzten Halbjahr oder Jahr. Meine Verwalterschaft. Wo möchte Gott, dass ich mit dem, was ich habe, wo nicht auf dieser Seite stehe, von denen, die zu wenig haben, dass ich ein Teil vom himmlischen Vater seinem Versorgungsplan werde. Das ist so ein Einschub, der mich auch beschäftigt.
Bei vielen von uns haben die Sorgen aber andere Namen. Angst vor möglichen Krankheiten, Angst, keinen Partner zu finden, Angst um die Kinder, die Kleinen, aber die Erwachsenen. Angst, was, wenn ich einmal pflegebedürftig werde? So viele Menschen tut das beschäftigen. Sie müssen dann irgendwie so Exit abschliessen oder so, dass sie ja nie pflegebedürftig wären. Dermassen Angst. Angst, das nicht zu schaffen im Leben. Angst, im Beruf abgehängt zu werden. Plötzlich nicht mehr gefragt sein. Oder ganz eine andere Kategorie von Angst, die aber auch da ist. Habe ich genug vorgesorgt fürs Alter? Mir begegnen im Moment viele Leute, die vor der Pensionjährung stehen und sagen, Hannes, wie hast du das gemacht und wie machst du das? Und ich sage, ich bin unterwegs, ich weiss es auch noch nicht. Und plötzlich kommt dann, du hast genug vorgesorgt. Weißt, ich will dann meinen Lebensstandard schon weiterführen. Oder Angst, dass die Immobilienblase platzen kann. Oder Angst, dass die Kryptowährung abstürzen könnte. Jesus sagt zu diesen Ängsten, Matthäus 6, 27, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Jesus sagt, Vater, gerade, weißt du was? Sorge ist zwecklos. Die vorletzte Nacht habe ich mir das auch sagen. Ich habe mir etwas gesorgt und es ist dann gar nicht so einfach, ich weiss, oder? Ich war dann gleich noch 1,5 Stunden wach gewesen. Aber Jesus sagt klar, hey, weißt du was? Sorge ist sinnlos, zwecklos. Weißt du was? Sorge bringt es einfach nicht. Weil du kannst überhaupt nichts dazu tun mit dem Sorgen. Nützt nichts. Da haben wir ja das Gleichnis von dem Kornbauer, von dem Reichen, der so viel gesammelt hat, um sich dann ein gutes, pensioniertes Leben zu haben. Frei von allen Sorgen und zack, ist er weg gewesen. Abraham auf seinem schwierigsten Lebensweg überhaupt, wo Gott ihm gesagt hat, er soll seinen Sohn opfern. 1 Sekunde von 12 hat Gott ihn versorgt mit dem Schafswiderbock im Gebüsch. 1 Sekunde vor 12. Mega, mega spät. Aber Gott ist nicht spät gekommen. Und darum heisst es im 1. Mose 22,14, den Ort nannte er, der Abraham, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Das ist ja das, was bei uns auf dem 5-Lieber steht. Das kommt von da unten durch. Da wir jetzt kein Bargeld mehr haben in der Regel, sieht man den 5-Lieber meistens nicht mehr. Sorge, habe ich gesagt, ist einerseits zwecklos. Zum Zweiten ist Sorge Misstrauen. Aktives Misstrauen gegenüber dem himmlischen Vater. Und drittens ist Sorge so ein Dornengestrüpp, sagt das Wort Gottes, wo die gute Nachricht, die guten Zusagen von Gott erstickt unter den Dornen. Das alles bewirkt Sorge. Ein weiterer Themenkreis, der uns davon abbringen kann, im heutigen Leben, ist Träumen von besseren Zeiten. Ich kenne Menschen, sie sind nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Sie träumen von besseren Zeiten. Sie sind vielleicht sogar auf der Flucht. So das berühmte «Wenn dann». Wenn dann ist, dann geht die Post ab, oder? Wenn dann ist alles gut. Und sie flüchten die Gedanken in die Zukunft. Aber auch die Angst, etwas zu verpassen im Leben. Das Leben nicht genug auskosten. Oder ständige sich in einer besseren Position sehen, schneller, besser, höher und noch geiler.
Der Pater Anselm Grün, sehr bekannt, viele Bücher geschrieben, er hat Folgendes gesagt: Lebe dein Leben, steige hinab in die eigene Wirklichkeit. Ich glaube, dass es eine ganze Anzahl von Menschen gibt, die absteigen in die eigene Wirklichkeit. Die eigene Begrenztheit. In die eigene Leben, wo schwierig ist. Wo nicht das ist, was sie sich geträumt haben. Wo nicht das ist, was sie möchten. Eines der Geheimnisse im heutigen Leben ist, leb dein Leben, indem du absteigst in deine eigene Wirklichkeit. Ja, die Begrenztheit hast du. Ja, die Fehler hast du. Ja, deine Lebensumstände sind so. Fang an, drin zu leben. Ich habe das 20 Jahre habe ich Zeit gehabt, um es zu entdecken, was es heisst, mit den Depressionen in der eigenen Wirklichkeit zu leben und immer zu flüchten in die Zeit, wenn dann alles wieder gut ist. Möchte ich fragen, welche Sorgen, welche Ängste, welche Fluchtgedanken treiben dich an? Was treibt dich vor dir her? Was hindert dich, im Heute zu leben? Jesus sagt weiter, Matthäus 6,34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus verharmlost die Herausforderungen vom Leben keinesfalls. Er weiß, wie Herzleben kann sein. Authentisch erleben wir ihn mehrmals, wenn er geweint hat, in seinem Kampf im Garten Gethsemane, in seinem Kampf mit den Menschen, seine Traurigkeit. Und er hat Menschen gesehen, wie sie in ihrem Alltag zu kämpfen hatten. Aber Jesus sagt, weißt du, ich verstehe, das Leben ist manchmal hart. Das Leben ist nicht immer ein Zuckerschleck. Aber Freund, wenn du dir eine Sorge um morgen und übermorgen machst, ist es zu viel. Deine Seele mag nicht mehr. Punkt. Deine Seele wird gedrückt. Du kannst nicht mehr recht schnaufen wie einer nach dem Long-Covid. Jesus verharmlost die Herausforderung vom Leben nicht, aber er sagt, lebe im Heute. Jeder Tag hat genug. Pack den heutigen Tag. Die jetzige Woche. Die jetzige Zeitabschnitt. Und komm, schließ dich mit dem Gebet an. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ich sage es einmal noch ein bisschen anders. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Punkt. So, in meiner Version. Aber es ist alles gleich. So zu leben, Freunde, gibt ein Stück Freiheit. Ich habe es noch nicht gecatcht. Ich habe es nicht in der Hand. Ich habe es nicht auf sicher. Aber ich trainiere es. Und ich übe es. Es ist nicht nur der Satz, den ich bete. Ich bete dann mitunter auch, dass ich den Tag oder die Woche im Gebet anschaue. Und mit Gott bespreche und ihm sage, dass ich will, in dieser Woche und an diesem Tag für die Menschen da sein um mich herum. Dass ich sie will warnen. Heute Morgen bin ich in diesem Gebet ein bisschen traurig geworden. Ich merke, wie wichtig ich mich selber nehme. In dem Wichtignehmen von mir selber manchmal gar nicht offen bin, die anderen Menschen zu hören. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Darf ich euch bitte aufstehen und wir wollen das mal zweimal sagen miteinander. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Machen wir nochmal, jetzt so Vollgas. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Und du kannst immer den Teil betonen, den du gerade brauchst.
Jesus, ich danke dir, dass es jetzt, der heutige Tag, der Tag ist, den du gemacht hast. Und wir sind gespannt, was du noch einleitest in diesen Tag. Wir danken dir, was du schon eingeleitet hast. Und wir sind gespannt, was noch geschehen wird heute. Wir sind gespannt, ob wir noch jemandem ein ermutigendes Wort sagen können. Wir sind gespannt, was uns über anders ermutigt. Wir sind gespannt, wo du uns möchtest überraschen. Und wir sind auch gespannt, wo du uns willst durchtragen durch schwierige Zeiten. Ich bete für uns alle, dass wir lernen können, im Heute zu leben. Amen. Wenn wir schnell schauen, ob noch Sachen reingekommen sind. Danke vielmals. Ich könnte jetzt nicht bis um 11, bis um 12 Uhr diese Sachen anschauen, aber danke für die Rückmeldungen, es inspiriert uns alle. Danke euch viel mal. Wir werden jetzt in ein Lied gehen und dann gibt es noch ein Interview, das das Thema der Predigt nochmal aufnehmen wird. Es ist schön bei euch zu sein. Ich bin sehr, sehr gerne da. Und Jesus, ich will dir sagen, dass ich dich liebe. Mit all meinen Begrenzungen. Mit all dem, was mich ausmacht. Du bist noch nie irre geworden an mir. Du hast mich nie abgeschrieben. So schreibst du niemanden ab. Wenn du mich nicht abschreibst, wer sollst du denn abschreiben? Jesus, ich preise dich. Ich preise dich für deine seelsorgerliche Art, wo du über das Sorgen redest, über das Morgen redest, über das Heute redest. Danke vielmals. Und himmlischer Vater, ich will dir auch das Vertrauen aussprechen. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, was du zulässt. Auch wenn ich viele Wendungen, Krankheiten, Todesfälle, so viele Sachen nicht verstehe auf dieser Welt, so weiss ich bin ich und du bist du. Deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und deine Wege sind höher als meine Wege. Danke vielmals.